Guten Morgen und herzlich willkommen zu meiner sehr spontanen Podcast-Folge, weil eigentlich bin ich absolut zu spät mit dieser Folge dieser Woche. Also wirklich, ich glaube, das toppt alles. Wir haben jetzt gerade Sonntagabend und eigentlich lade ich sie ja immer am Mittwoch auf. Also wirklich, I'm so sorry. Aber ich habe wirklich jetzt gedacht, ich möchte eigentlich nicht die Woche skippen. Jetzt kommt halt einfach, ja, kommt halt ein bisschen spät, aber besser als nie. Und es ist ja so ein bisschen eine provisorische Folge, weil, also es hat einen Grund, warum, sagen wir es mal so. Ich habe ja am Mittwoch mein Projekt abgegeben. Am Donnerstag in der Schule ist es dann quasi gezeigt worden. Und ich bin so ehrlich mit euch, Alter, das habe ich so auseinandergenommen, das Projekt mental. Ja, und ja, körperlich kann man jetzt nicht wirklich sagen, aber okay, doch, irgendwie ja schon, weil ich habe so wenig geschlafen. Ich war so kaputt gewesen, dass ich wirklich nachher, also ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich das, sobald ich das Projekt fertig habe, meine Podcast-Folge aufnehme, aber ich habe es einfach nicht geschafft. Ich habe einfach zuerst mal müssen durchschnaufen und einfach schnell müssen, also ich bin wirklich am Mittwochabend, glaube ich, heimgekommen und einfach mal komplett, wirklich, ich bin heimgekommen von der Schule, habe gepennt, bis um 10 Uhr, bin eine Stunde wach gewesen und habe gepennt, bis am Morgen halt wieder bis in die Schule kam. Also ich bin wirklich so komplett kaputt gewesen. Und also ich habe mich mittlerweile wieder erholt, alles gut, aber irgendwie gleich, ich habe jetzt wie die Woche so keinen Kopf gehabt für andere Sachen. Also wie, I don't know, ich muss noch an andere Sachen denken mit Steuererklärung etc. Und ich habe wirklich alles mal so komplett beiseite geschoben. Und ja, ich habe jetzt Ferien. Juhu. Voll. Und ich will eigentlich in diesem Monat jetzt wieder ein bisschen mehr Vollgas geben mit Social Media, weil jetzt, keine Ahnung, es war ja immer so 100% Social Media, 100% Studium und das ist schon echt heavy, sage ich euch ehrlich. Und jetzt wieder mal können den Fokus nur auf Social Media legen. Ich freue mich jedenfalls so, ich weiß nicht. Ich hoffe, ich ziehe es jetzt wirklich auch durch, weil jetzt bin ich absolut motiviert. Es kann sein, dass ich morgen wieder gar keine Lust habe. Aber ja, ich will eigentlich den Monat mega nutzen, um wieder beim Social Media Game Vollgas geben. Ich habe jetzt ja noch vor, also ich habe schon seit 3 Jahren eigentlich davon geredet, aber ich will endlich mal meinen Jahresrückblick machen vom 2023 und es ist absolut spät. Ich weiss, es juckt wahrscheinlich keine Sau mehr, aber es ist mir gleich. Ich mache es für mich, weil ich finde es ein geiles Video und jetzt, also für YouTube, by the way, ein Jahresrückblick für also ein YouTube-Video und das habe ich eigentlich jedes Jahr immer gemacht und ich liebe, das sind meine Favorite YouTube-Videos eigentlich. Ich schaue die auch mega gerne noch später so an. Und darum, ich will eigentlich nicht fürs 23 keins machen. Und es ist jetzt absolut spät, aber lieber ein bisschen spät als gar nie. Und auch wenn es nachher niemand mehr juckt, I don't care. Aber ja, ich würde mich sehr freuen, wenn es supporten, wenn es anschauen. Und voll. Darum, ich werde das jetzt am Dienstag und so anfangen mal schneiden. Aber eben, ich habe mir so ein bisschen überlegt, über was ich heute reden will. Ich habe mir mega viele Gedanken gemacht, ich habe noch Themen aufgeschrieben, bin schon so ein bisschen am Planen gewesen. Und dann habe ich gemerkt, ich habe voll keine Lust, über das zu reden. Und ich komme jetzt ab und zu so ein paar Fragen über das Projekt über, weil ich euch halt so ein bisschen gerade in der Story so ein bisschen mitgenommen habe. So, was ist das überhaupt für ein Projekt und keine Ahnung, was so läuft da im Studium. Und ich dachte, ich mache jetzt auch mal eine Podcast-Folge, wo ich alles so ein bisschen erzähle. Also zuerst mal, was ich überhaupt studiere, was mein Studiengang ist, was man da macht. Weil es ist schon ein bisschen ein anderes Studium als so ein typisches Uni-Studium, sage ich mal. Und ich werde dann nachher so ein bisschen genauer auf mein Projekt eingehen. Und ich werde euch auch noch mein Projekt zeigen. Ich habe jetzt endlich Bestätigung bekommen von meinem Protagonisten, dass ich euch das zeigen darf, weil es ist am Anfang halt so ausgemacht war, dass es halt nur fürs Studium ist. Und ich habe jetzt auch nicht geplant, dass ich das auf meinen Social-Media-Kanal poste. Aber ich habe das Go bekommen. Genau, und darum will ich das in dieser Podcast-Folge euch auch noch zeigen. Man kann ja jetzt auf Spotify und einfach sonst kann man ja das Video, also ein paar von euch schauen ja das Video. By the way, es ist mit dem Handy da am Filmen, weil ich bin gerade daheim, also meine Eltern daheim. Oh mein Gott, ich habe schon mega lange keine Podcast-Folge mehr aufgenommen haben, merke ich gerade. Aber ja, ich bin gerade wieder daheim, weil ich kann morgen Skifahren und ich habe keine Lust gehabt, so mein also mein Snowboard-Zeug auf Zürich nehmen. Darum bin ich jetzt einfach da daheim und gehe mal. Also es ist eigentlich gerade, wie spät ist 7 ab 12 Uhr und ich muss mal um 6 Uhr aufstehen. Egal, ich habe gedacht, Podcast voll wichtiger als Schlaf. Yeah. Nein, aber das ist der Grund, warum ich daheim bin. Und das ist der Grund, warum ich mit dem Handy aufnehme, weil ich meine Kamera vergessen habe, weil die ist in Zürich. Aber mein Podcast-Zeug, beziehungsweise mein Mikrofon und so, kann ich immerhin mitnehmen. Genau, also das ist gerade so, oh mein Gott, ich bin gerade so im Wirrwarr. Ich hoffe, es sind irgendwie nachgekommen. Aber ich habe gedacht, ich erzähle euch jetzt einfach mal eben so das ganze Zeugs. Und ihr habt mal ein paar Fragen können auf Instagram stellen, in der Story.
Und eben, ich komme immer mal wieder Fragen zum Studium. Ich glaube, wenn ich das alles in dieser Podcast-Folge mal so ein bisschen kläre, dann ja, werden wahrscheinlich immer noch Fragen kommen. Dann kann ich einfach sagen, jo, hört die Podcast-Folge. Gut, also, wir fangen an. Zuerst mal mein Studium. Also, mein Studiengang heisst, für die, die es noch nicht wissen, Cast Audiovisual Media. Und das studiere ich an der ZHDK, an der Zürcher Hochschule der Künste. Das ist eine Kunsthochschule in Zürich. Und ich habe jetzt vor einem Jahr, genau ein Jahr ist es her, oh mein Gott, habe ich den ganzen Prozess mit dem Bewerben und so gemacht und ich bin nachher angenommen worden. Und voll, ich bin jetzt in einer Klasse mit 14 Leuten und ja, also es sind nur 14 Leute angenommen worden und es ist halt so aufgebaut, dass wir in dem Sinne keine Prüfung haben, also kann ich kann jetzt nicht sagen, aber wirklich wenn mal so eine Mini-Prüfung, aber wirklich, also ich habe bis jetzt auch noch keine Prüfung gehabt. Also grundsätzlich eigentlich keine Prüfung, sondern es ist halt mehr aufs Praktische aufgebaut, also heisst auf Projekt. Und die werden bewertet. Aber es ist jetzt wirklich, actually, bin jetzt ganz ehrlich mit euch, sobald mal an der ZHDK bist, ist es relativ schwer, um da rauszugehen. Also du bist wirklich relativ safe drin und es ist auch recht unwahrscheinlich, dass jetzt das Projekt komplett scheiße bewertet wird, dass du es irgendwie wiederholen oder so. Also da musst du wirklich scheiße sein. Was ein Grund könnte sein, warum das Modul nicht bestehst, ist, dass du irgendwie halt nicht anwesend bist, weil das ist zwar der Vorteil, dass du keine Prüfungen hast, dafür gibt es einen Nachteil und zwar musst du eigentlich bei jedem Modul 80% anwesend sein, also grundsätzlich 80% anwesend sein. Und es ist halt so aufgebaut, dass wir immer wieder verschiedene Module haben. Also ich mache ein Beispiel. Als ich mit der Schule angefangen habe, im September, war unser erstes Modul Animation. Und das haben wir, glaube ich, einen Monat lang gehabt oder so, oder 3 Wochen. Und das hast du einfach jeden Tag. Also du hast jeden Tag, den ganzen Tag ein Fach. Das klingt jetzt zuerst mal mega langweilig, aber ich finde das so viel geiler, also jetzt im Vergleich so Gymi, wo du halt alle 45 Minuten ein neues Fach hast. Das hat mich Kehren so komplett überfordert, dass ich gar nicht mitgekommen bin und es mich gar nicht mehr interessiert hat. Ich tue mich viel lieber in ein Fach so vertiefen und dann wirklich vertiefen, mich dann befassen, dort lernen und dann das Fach abschließen und dann ein neues Fach anfangen. Und so ist das halt so ein bisschen aufgebaut. Wir hatten zuerst Animation, nach 3 Wochen haben wir ein neues Modul, das war Foto-Audio. Also, und wir haben immer pro Modul quasi dann ein Abschlussprojekt, das bewertet wird. Und bei Foto-Audio kannst du zuerst auch eben Informationen über etc. Und das ist halt nicht Vorlesungen in dem Sinne, das ist einfach Lektionen. So halt wirklich eine richtige Klasse, so eine fixe Klasse. Also in dem Sinne halt wirklich wie eine typische Schule jetzt und nicht wie ein typisches Studium, wo du Tausende von Schülern bist und so Vorlesungen besuchst, sondern bist halt wirklich eine fixe Klasse. Und das ist halt bei jedem Modul hast du andere Lehrer. So. Teilweise auch wieder überschneidet sich so ein bisschen, aber grundsätzlich hast du bei jedem Modul andere Lehrer. Du hast jetzt auch nicht irgendeinen Klassenlehrer oder so. Voll bei Foto-Audio, dann haben wir auch irgendeine Slideshow machen, also auch ein Projekt. Und nachher ist Storytelling gekommen, das war auch ein Modul gewesen. Und jetzt haben wir eben ein Webvideo gehabt. Also mittlerweile heisst es glaube ich nur noch Video, aber ist ja egal. Genau, das war unser letztes Modul gewesen. Und das finde ich auch so ein bisschen das krasseste, so auch das längste Modul gewesen, wo halt wirklich als Projekt wirklich am painfulsten war und halt am meisten Arbeit drinsteckt so. Voll, genau, so ist das Ganze aufgebaut. Es gibt zwischendurch auch noch wie so Module, die also das ganze Semester durch sind, wo zum Beispiel, bei uns ist jetzt das ein Modul gewesen, das hat Design Studies geheißen, das war immer am Freitagmorgen für 1,5 Stunde. Voll. Genau, ich persönlich brauche das komplett erstmal die praktische Arbeit, also dass du praktisch lernst mit einem Projekt. Und also ich merke mega zum Beispiel jetzt gerade bei diesem Projekt, das kann ich dann nachher noch ein bisschen genauer erzählen, indem ich das praktisch anwende und das selber mache, lerne ich so viel mehr, als wenn ich jetzt nur in Vorlesungen geguckt wäre und mir das erzählt wurde, wie man das theoretisch machen will, wie die Kamera funktioniert, wie man ein Video schneidet, sondern ich muss das selber machen, damit ich das lerne. Darum, ich bin voll der Mensch, der richtig gerne aktiv etwas macht und so Projekte und so. Ich glaube, das wird vielleicht Abstimmung für heute. Sind ihr eher Menschen, wo ihr lieber so lernt und so unscheinbar sind, sag ich mal, so in Vorlesungen sitzen? Oder sind ihr lieber Menschen, die eben Projekte machen, praktisch und dann lieber auch eine kleine Klasse und so? Ja. Oh mein Gott, ich muss unbedingt etwas sagen, bevor ihr die ganze Podcast-Folge schaut. Der Can hat mir das gesagt, ganz wichtig. Abonniert meinen Spotify-Kanal, okay? Das ist eigentlich so das Wichtigste von dem Ganzen, wenn ihr keine Folge verpassen wollt. Und genau, ich würde mich mega, mega freuen. Eben, gerade weil ich jetzt wieder ein bisschen ins Game komme mit Podcasts und alles zusammen und so. Und ich würde mich mega, mega freuen, wenn ihr schon meine Podcasts hört, dann
ja, das ist so der Support, den ihr mich geben könnt, wenn ihr Lust habt. Yeah! Nein, also, sorry, wo bin ich gewesen? Genau, so ist mein ganzes Studium so ein bisschen aufgebaut. Neben zwischendurch hast du noch so kleine Module. Ich weiß gar nicht, ob das so genau interessiert, aber wenn ihr auf die Podcast-Folge klickt und wenn ihr immer noch, also klickt habt und wenn ihr immer noch dran seid, dann ja offenbar irgendwie schon. Aber voll. Was kann man also über meinen Studiengang sagen? Ja, ich finde es halt mega geil, weil es halt mega persönlich ist. Du hast zu allen eine Bindung und ich finde es auch übel geil. Du hast halt zu allen Lehrern bis zum, also Dozenten sagen wir eigentlich nicht Lehrer, aber bis zum Rektor rauf kannst du halt alle duzen. Also du bist so voll auf Augenhöhe und es ist zum Beispiel den Lehrern mega wichtig, dass wir voneinander lernen und voneinander profitieren. Also sie haben wirklich auch eine Klasse bei uns zusammengestellt, dass jeder so ein bisschen ein Wissen hat. Ich würde sagen, ich bin so ein bisschen die das Wissen halt hat über Social Media und das Ganze, obviously. so. Voll. Und es gibt halt andere, die sind im Grafikdesign mega gut, der ist in dem mega gut und jeder bringt so ein bisschen sein Wissen mit und ich glaube, wir können halt wirklich voneinander mega profitieren und das ist halt mega geil. Also es ist alles so voll auf Augenhöhe und ich finde das so nice. Und es ist halt nicht der Fokus darauf gelegt, auf die Noten und auf die Leistung, sondern wie, dass du selber halt wie kannst deine Projekte verwirklichen, deine Kreativität. Also wie, ich finde das so geil. Also ich wirklich, ohne Witz, ich schwärme so fest von meinem Studiengang und ich bin so froh, dass ich den gefunden habe. Vielleicht kann ich jetzt auch jemanden damit inspirieren. Weil ich habe das so lange nicht gewusst, dass es den gibt. Und ich habe mir bei meinem Studiengang jetzt voll nicht vorstellen, was mich da erwartet, wie der genau aufgebaut war und so. Darum, ja, falls ihr euch auch interessiert. Man kann sich übrigens, ich glaube, wenn ihr den hört, es ist jetzt gerade die Bewerbungsding für meinen Studiengang. Also falls ihr jetzt gerade spontan etwas sucht, dann unbedingt jetzt bewerben. Aber ich glaube, ich weiß auch nicht, ob es vielleicht schon spät ist. Wir müssen googeln. Genau, aber ich erzähle jetzt mal so ein bisschen von meinem Projekt. Ich bin mir gerade noch nicht sicher, ob ich zuerst erzählen soll oder zuerst das Projekt zeigen, weil vielleicht ist es auch spannender, wenn ihr es zuerst seht und dann rede ich ein bisschen drüber, I guess. Ich glaube, ich erzähle zuerst so ein bisschen den Aufbau, wieso ich das gemacht habe und wie das entstanden ist und so. Also eben, unser letztes Modul, und wo ich auch das Projekt gemacht habe, hat Webvideo geheißen. Und eben vorher noch Storytelling und dort haben wir halt den ganzen Input gehabt, zu wie Storytelling aufgebaut wurde, was dort wichtig ist, bla bla bla. Und dort haben wir auch schon, also es ist halt wie also quasi ein Vormodul für das Webvideo. Also es ist so wie zusammen eigentlich gewesen. Und im Storytelling-Modul haben wir halt wie schon einen Vortrag müssen machen über eine Idee, die wir als Projekt haben wollen. Und die Grundidee ist eigentlich, also das, was vorausgesetzt ist, dass wir ein Porträt machen über eine Person, also ein Video, und ich könnte mir das so ein bisschen vorstellen wie ein Dokumentationsvideo, wie so ein typisches ZDF-Video oder SRF-Video oder keine Ahnung, wo es halt darum geht, dass eine Person ihre Geschichte erzählt oder ihr Hobby oder einfach, dass es wirklich um ein Porträt geht von einer Person, was sie von sich selber erzählt und dass die Person im Fokus ist, was die erzählt, voll und das quasi in einem 5-Minuten-Video zeigt. Sprich, du hast ein Interview mit einer Person und die Person erzählt dann von ihrem warum, also kann ich halt, je nachdem, von ihrem Hobby oder von ihrer Geschichte oder whatever. Und dazu filmst du dann noch extra Sachen, wo du halt drüber lässt. Sogenanntes B-Roll, für die, die das etwas sagt. Aber das ist vielleicht jetzt auch schon ein bisschen zu much Detail. Genau, das war so ein bisschen das Grundding gewesen. Und man hat sich dann halt so ein bisschen überlegen können, was man für eine Story will, beziehungsweise wer man will anfragen, was einem interessiert. Und das finde ich auch so geil. Du kannst halt selber Leute aussuchen. Es ist zwar so ein bisschen Pain, die zu finden. Und also es ist mir so unangenehm, Menschen anzufragen. So, ja, willst du in einem Video von mir sein für mein Studium? Ich bin Studentin. Yeah. Ja, keine Ahnung, ich finde das irgendwie so unangenehm. Ich habe das Gefühl, Alter, wer hat da Lust drauf? Aber es gibt tatsächlich Menschen, die das geil finden. Von dem her, genau. Und ich hatte zuerst eigentlich eine Idee für jemanden, den ich suchen will. Und mega spontan, so gegen den Schluss, hat sich das nachher doch nicht ergeben, es hat doch nicht so gepasst. Und dann habe ich wirklich gefühlt, dass das Wochenende Zeit gehabt, um Protagonistin zu finden. Und ich bin wirklich so, ich bin am Wellness-Wochenende mit dem Can dort. Und eigentlich hätte ich so entspannen und ich bin so gestresst gewesen, weil ich wusste, ich muss am Montag so meinen Vortrag machen und zeigen und so. Und ich bin wirklich alle. Aber ich habe dann mega spontan jemanden über Social Media gefunden, wo eine crazy Story hat.
Und ihn habe ich dann nachher auch genommen. Und vielleicht noch so zum Inhalt. Keine Ahnung, es gibt halt zum Beispiel Leute in unserer Klasse, die haben eine Tänzerin oder was haben sie noch, einen Skifahrer hat es noch gegeben. Einfach so ein bisschen so Sachen. Und ich merke mega, ich interessiere mich mega für Leute, die irgendwie eine spannende Story haben, etwas Emotionales. Das kann, ich weiss doch nicht, ein Schicksalsschlag sein oder irgendwie so etwas. Mich interessieren mega so die berührenden Stories. Ich weiss nicht, das finde ich mega spannend. Und ich kann nicht, ja, das ist wirklich das, was mich mega interessiert. Und darum habe ich ja auch so ein bisschen das gesucht, so ein bisschen jemanden, der so eine einfach so mega spannende, deep Story hat. Und also er hat wirklich, also ich jetzt nicht mal, er hat wirklich eine richtig crazy Story. Ich habe nachher, als ich mich für ihn entschieden habe, fast gedacht, oh Scheiße, das wird eine richtige Herausforderung. So. Also ich kann es mal kurz sagen. Er heißt Enrico, ist jetzt 26 und genau vor einem Jahr, am 16. Dezember 2022, hat er seine Schwester verloren. Seine Grosse, 29, sie wäre jetzt 30. Und zwar an einem Todesdelikt, weil, okay, und jetzt habe ich da fest, weil der Ehemann von ihr, mit dem sie, glaube ich, 7 Jahre verheiratet war, 9 Jahre zusammen, sie umgebracht hat. Genau. Ich möchte eigentlich gar nicht viel sagen. Ich möchte dann, also ich sehe ja dann im Film nachher, wie es genau ist. Aber das ist auf jeden Fall mega crazy. Ja, aber ich weiß voll nicht, aber ich soll das Video zeigen. Hilfe! Ja, genau. Ich kann nur schon sagen, eben, wir haben zuerst mega viel Input gehabt über das Ganze. Das war mega spannend gewesen. Ich erzähle zuerst das und nachher zeige ich das Video. Also ich habe so, ich weiß nicht, ich kann jetzt voll nicht einschätzen, ob das nur für mich spannend ist oder ob das so ein allgemeines Ding schon mega spannend ist. Aber wir haben halt mega viel gelernt, wie so Film funktioniert und haben auch Beispielfilme angeschaut und das Ganze, wie das aufgebaut ist, was da wichtig ist und so. Ich glaube, ich habe auch schon ein paar Podcast-Folgen erzählt, auch so, wie man ein Interview führt. Zum Beispiel das, wenn man so was war das? Wenn man so den Kopf leicht schräg hat und eine Person nur ins linke Auge schaut, dass man dann vertraulicher wirkt und dass die Person einem schneller vertraut, was mega manipulativ ist, aber halt für das Interview in dem Sinn gut, weil das Ziel ist ja blöd gesagt, dass die andere Person sich öffnet. Aber einfach so Sachen, mega spannend, so auch die psychologischen Sachen und mich interessiert ja die Hure. Genau, was habe ich noch gelernt? Pausen sind wichtig. Das war auch ein mieser Pain, weil ich bin jemand, der von Social Media kommt. Alter, das Video ist bei mir so zack, 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 zack. Da hat keine einzige Schnaufpause drin. Und es ist möglichst viel Unnötiges muss rausgecuttet werden, nur das Wichtigste drin. Okay, Podcast ist natürlich jetzt etwas anderes, weil das ist ja eigentlich alles so Rohschnitt. Wenn ich etwas rausschneide, dann nur, weil ich vom Inhalt das nicht will. Und da schneide ich jetzt ja keine Pause aus. Aber ich meine jetzt so YouTube-Videos, so, die sind bei mir so zack, 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 zack. Es muss möglichst viel passieren, weil halt heutzutage, gerade auf Social Media, ist halt, ja, keine Ahnung, die Aufmerksamkeitsspanne so, wie sagen wir, hoch. Also wie, es muss möglichst viel passieren gleichzeitig. Darum mittlerweile machst du Untertitel, Zooms, Musik, Soundeffekte, alles zusammen, damit damit es halt spannend bleibt. Und da langt halt nicht einfach irgendein Video, wo ungeschnitten ist, so, darum voll. Und von dieser Branche komme ich blöd gesagt. Und dann kommst du halt mal in eine ganz andere Welt und dann sagen die dir, ja, Pausen sind wichtig. Du musst halt genau schauen, dass der Schnaufer natürlich ist. Also die Schnaufer obviously nicht rausschneiden, sondern du musst halt, wenn du einen Cut machst, dann muss der Schnaufer gleich natürlich tönen und einfach so Sachen. Und das ist für mich alles so neu gewesen. Also weißt, klar macht es irgendwas Sinn, aber das musst du gleich zuerst mal lernen, weil mein Kopf so anders schneidet und anders denkt. Voll. Genau. Aber ich labere jetzt gar nicht zu viel. Ich bin mega nervös, euch das Video zu zeigen. Eben, es ist irgendwo ein emotionales Thema, vielleicht darum gleich also ja, würde ich sagen, eine Trigger Warning für die, also ja, vielleicht haben jetzt so ein bisschen, wissen das so ein bisschen, was jetzt könnte dazukommen, aber gleich kurze Trigger Warning und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Schauen und ich bin mega, mega gespannt, was ihr sagt. Let's go! Mitte Dezember stirbt in Kehrsatz eine Frau. Am 16. Dezember wird eine 29-jährige Frau tot in ihrer Wohnung in Kehrsatz gefunden. Am 16. Dezember haben wir die Meldung zu einem Todesfall von einer Frau in einer Wohnung bekommen. Ihr 35-jähriger Ehemann sitzt in Untersuchungshaft. Der Ehemann der Verstorbenen ist in Untersuchungshaft. Es besteht der Verdacht auf ein Tötungsdelikt. Ich hätte es mir nie vorstellen können. Weißt du, dass ich meine Schwiegermutter mit 25 und dass sie mit 29 stirbt. Ich hätte es mir nie gedacht. Erfahren habe ich es am 16. Dezember 2022. Ich habe dann vom Büro aus gearbeitet, also von Bern.
Und bin dann, glaube ich, ein bisschen später heimgekommen. Als ich reinbekam, habe ich dann meine Mom gesehen, die grennend zu mir ist gesäckelt und mir eben gesagt hat, schau, deine Schwester ist gestorben. Als ich zu ihr gefahren bin, war eine Polizistin dort. Und er hat sie mir eben gesagt, es sei Suizid gewesen. Oder es sei Suizid. Sie hat sich mit 3 Kabelbindern suizidiert. Das Bild hier. Dann waren wir noch in Italien, haben wir noch in Italien gelebt. Und dann mussten wir uns taufen. Ja, genau. Und dann waren wir so elegant angelegt. So mit Anzug. Und sie mit einem Kleid. Ja, es war noch lustig, das anzuschauen nach so vielen Jahren. Und am 22. Dezember haben wir erfahren, dass es doch kein Suizid war, sondern dass der Mördertäter ist. Und genau, wir waren schon ein bisschen in einer Schockphase, also wir haben es nicht erwartet. Immer so ein bisschen gedacht, dass er es könnte sein, aber ich habe mir selber immer gewünscht, dass es nicht so ist. Und genau, und seitdem ist er immer noch im U-Haft. Seit dem 22. Dezember 2022. Wenn du unter Kollegen bist und wenn du eben am Arbeiten bist und am Shooten bist oder einfach in deiner Routine drin bist, dann ist alles gut, dann merkst du es nicht mal. Aber wenn du allein bist oder wenn du Lust hast, hey, ich will meine Schwester besuchen, kannst du ja gar nicht. Oder? Sie hat oft geschrieben, also wenn ich Geburtstag hatte oder wenn sie irgendwo war. Und obwohl mir das Ganze in dem Moment, dass sie surfen, nicht so ganz interessiert hat, wo ja, ich wäre lieber shooten, zum Beispiel. Aber jetzt fällt es mir, oder? Es sind einfach so kleine Sachen, wo eben sie konnte besuchen haben und plötzlich ist sie einfach daheim. Und früher ist es einfach vielleicht ein bisschen gehasst, wenn sie daheim ist, wo dann denkt, jetzt ist sie wieder da, jetzt muss ich wieder mit ihr reden und jetzt müssen wir wieder zusammen Zeit verbringen, jetzt will sie sicher noch einen Film schauen und ich habe keine Zeit, wo in der Schweiz lebst du eigentlich unter Stress, oder du musst das und das und das und das machen. Und jetzt vermisse ich es, oder jetzt denkst du, vielleicht hätte ich noch tausende von Sachen noch sagen und hey, ich habe mir ein neues Auto gekauft, das dir zeigen und hey, ich habe ein Lied geschrieben und ich wollte es dir zeigen, aber kannst ja gar nicht. Bevor sie eben gestorben ist, habe ich einen Text geschrieben und das ihr dann gezeigt. Und dann hat sie eben mega gut reagiert. Sie hat ja nicht mal erwartet. Sie sagte, nee, du kannst es mega gut und so, warum machst du es nicht? Mach es doch und so. Und dann habe ich gedacht, ja, irgendwann mache ich es. Und genau, und jetzt, wo sie eben nicht mehr da ist, habe ich dann gedacht, hey, komm, ich mache mal ein Lied daraus und ja, tu mal das einhalten, was ich ihr versprochen habe. Und es hilft mir auch mega als Therapie. Es ist so eine Art daran erinnern, hey, look, du bist zwar nicht mehr physisch da, aber du wirst ja nie sterben, solange ich mich mal daran erinnere an dich. Du wirst ja immer irgendwo leben. Irgendwo. Moonlight, splende come la moonlight tonight. Ti sento vicina, non sai cosa darei per riportarti in vita per sempre. Resti la mia luce come dal fime. Moonlight, splende come la moonlight tonight. Ti sento vicina, non sai cosa darei per riportarti in vita per sempre. Resti la mia luce come dal fime. Ti voglio tanto bene, a presto, ciao! Ja, wir sind weg! Also, ich bin zuerst mal mega gespannt, was ihr davon denkt, wie ihr es findet. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr würdet etwas in die Kommentare schreiben oder mir auf Insta oder irgendwie so. Weil eben, es ist meine Pain, um das Ganze zu machen. Und ich bin mega, mega froh, dass es endlich vorbei ist. Aber ich kann euch ja mal so kurz so ein bisschen erzählen, wie das Ganze entstanden ist, für die, was interessiert.
Also erstmal, ich habe meinen Interviewpartner gefunden, alles gut. Und dann haben wir so ein bisschen in der Schule das ganze Einführungsding gehabt. Und das war schon mal fette Pain gewesen, weil also ich benutze auch Kameras, abgesehen von heute mit dem Handy filmen. Yo. Nein, sonst benutze ich auch Kameras, ich kenne mich so ein bisschen aus in dem Ganzen. Ich kenne mich zum Beispiel auch mega gut aus mit meinem Schnittprogramm. Ich benutze Final Cut Pro für die das Schnittprogramm kennen. Und es ist halt alles neu gewesen. Also ich habe zuerst mal eine andere Kamera benutzen, für die sich mit Kamera auskennen, die wollen wissen, welche Kamera sie hat. Heißt Blackmagic. So. Das ist für die, die es nicht kennen, das ist so eine riesige Kamera, die fucking schwer ist. Und es hat keinen Autofokus, es hat nichts. Also du musst alles selber individuell, also manuell einstellen. Sowohl das Licht, dass der Fokus stimmt, dass es scharf ist. Einfach alles musst du selber jeweils einstellen. Und das ist so Pain. Also du musst während dem Filmen natürlich auch schauen, dass die Aufnahme gut ist und einfach alles musst, also wirklich, das ist wirklich anstrengend. Und bei einer normalen Kamera, also sage jetzt mal bei meinen, macht das alles automatisch eigentlich so. Und klar, wenn du es manuell machst, so, dann kann es irgendwo auch nicer sein und bewusster und so. Aber das ist gleich so Pain, ich kann es halt nicht. Ich kann das alles lernen. Plus einfach, sonst eben, es ist so eine schwere Kamera. Und ich schwöre so, ich habe nachher blaue Flecken in meinen Armen. Holy shit. Voll. Der zweite Drehtag war ein bisschen später. Dort hatte ich dann so einen Rucksack dabei, dem sagt man Easy Rig. Aber ist ja scheißegal, vergessen die Begriffe, das juckt eh niemand. Aber das ist einfach wie so ein Kamerarucksack, also so ein Rucksack, wo oben drauf am Kopf wie so ein Stab oben kommt und du kannst die Kamera anhängen und dann ist sie halt viel leichter, also quasi wie der Rucksack hebt eigentlich dann die Kamera und darum habe ich den zweiten Tag so ein bisschen überlebt, aber er war eigentlich krank gewesen und eigentlich hätte man den zweiten Drehtag gerade nacheinander geplant gehabt, aber zum Glück blöd gesagt, ist er krank gewesen, weil ich in dieser Zeit schon mal das Interview schneiden und ich sage euch, das ist mit Abstand der grösste Pain gewesen, um das zu schneiden. Weil, also erstens mal, ich musste ein anderes Schneidprogramm benutzen, von der Schule aus. Und ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, aber es war wirklich Pain gewesen, weil ich habe es immer Leuten so erklärt, imagine, du weißt, wie du einen guten Text schreibst, so guten Text. Du hast das gelernt, du weißt, wie man das gut schreibt und du weißt, wie man die Tastatur benutzt. Und jetzt musst du aber einen guten Text schreiben mit einer anderen Tastatur. Heisst, alle Buchstaben sind noch jemand anders. Und klar hast du Skills, um einen guten Text zu schreiben, aber erstens mal, du hast einfach keinen Bock mehr, weil das eine Tastatur ist, du brauchst viel länger. Es ist so, die ganze Kreativität ist so, du hast auch keine Lust irgendwie und es geht, weiß nicht, also das ist wirklich ein richtig, richtig fetter Struggle gewesen, bis ich mich mal so ein bisschen daran gewöhnt habe an Premiere Pro, also als Schnittprogramm. Und also haben mir so viel Nerven gekostet. Plus, es ist ja ein 1 Stunde, 15 Minuten Interview gewesen. Und also, nein, ich sage euch, du musst das in 4 Minuten abschneiden, weil du musst noch Pausen dazwischen und so dann haben, dass es ungefähr 5 Minuten wird. Also das 1 Stunde 15 Minuten Videomaterial in 4 Minuten abcutten, das ist, sage ich euch, das wollen wir nicht machen, das ist wirklich Pain. Es ist ja alles, was er erzählt, mega spannend, weil die ganzen 1 Stunde 15 Minuten sind mega interesting. Du kannst eine ganze Podcast-Folge drüber machen. Du kannst ein ganzes Buch über seine Geschichte schreiben. So. Wie willst du das in 4 Minuten verpacken? Würdest du dem in 4 Minuten gerecht werden? Also ich könnte euch noch so viel mehr erzählen über das Projekt und alles. Aber ja, das ist auf jeden Fall das ganze Ding und ich bin irgendwie nicht so in ein Tunnel gekommen mit Schneiden. Und nachdem ich dann den zweiten Drehtag mit ihm gehabt, dann ist es nachher voll gut gegangen. Dann hatte ich verdammt Bock zum Schneiden. Es war so voll die Wende gewesen. Ich war wirklich mega lange in diesem Loch gewesen. Und ich sage euch ehrlich, es soll jetzt voll nicht Pick mit tun, aber ich habe wirklich gefühlt jeden Tag einfach einen Nervenzusammenbruch gehabt, weil ich so war, ich schaffe das nicht und ich kann das nicht. Und, also es war wirklich mega Pain gewesen. Also ich bin am Samstag filmen und am Mittwoch, also wirklich nicht mal eine Woche, habe ich das Projekt abgeben. Darum, also es war nachher ein richtiger fetter Hustle gewesen, aber ich habe es geschafft und ich bin mega proud of mich und ich bin mittlerweile auch recht zufrieden mit dem Projekt und alles. Und wir haben es nachher auch am Donnerstag dann im Kino geschaut, also ich habe es am Mittwoch abgeben und am nächsten Tag haben wir es dann in der Schule zeigen und wir haben so einen Kinosaal von der Schule aus, von der ZHDK und dort haben wir es dann geschaut und es ist so, ich kann das gar nicht beschreiben, dass du dein eigenes Projekt im Kino schaust. Also es ist natürlich jetzt ein riesiger Kinosaal, aber trotzdem so, das war richtig geil gewesen. Und ich muss wirklich sagen, ich habe richtig positives Feedback bekommen. Ich habe mich richtig gefreut. Jemand von meiner Klasse, also wirklich so herzig, sie hat einfach angefangen zu brüllen, weil sie das mega emotional gefunden hat, sie hat es mega mitgenommen und ich habe das wirklich... Leute, ihr wisst nicht, das war so schön gewesen. Sie haben
so herzige Sachen gesagt und es ist nachher sind da Leute zu mir gekommen und haben gesagt, hey, so ein cooles Projekt und so, also wirklich, ich habe das so geschätzt und mein Gott, ja, also wirklich mega, mega herzlich, ich habe mich richtig gefreut und klar, ich bin mal so selber zufrieden mit dem Projekt, aber du hast dann gleich Angst, in der Klasse zu zeigen und auch was halt die Lehrer sagen, so, ich weiß auch nicht, aber ich hoffe, ich habe so ein bisschen alles erzählt, was ich wollte erzählen. Ich hoffe, es war gleich irgendwie spannend gewesen. Oh mein Gott, Friends, ich habe noch News. Voll dumm, dass ich das erst vom Schluss jetzt von der Podcast-Folge erzähle. Aber ich habe ein crazy Live-Update. Sorry, das ist jetzt voll unnötig, also voll anderes Thema gerade, mega random. Aber ich habe am Mittwoch, der ist ja ein mega stressiger Tag, ich habe es glaube letztes Mal in der Podcast-Folge schon erzählt, wie an dem 17. Januar alles passiert, mein ganzes Leben bestimmt. Nein, am 17. Januar, also eben letzten Mittwoch, wo auch meine Abgabe war, hatte ich auch noch ein Gespräch von der Schule, ob ich in Sprachaufenthalt auf Genf. Und es ist halt, ja, mega kompliziert. Also wie die Chancen sind nicht 100% da, weil du musst halt, ja, egal, ist ja nicht so wichtig. Aber ich bin angenommen worden, ich darf auf Genf und es ist so insane. Ich gehe jetzt nächstes Jahr, im 2025, im Frühlingssemester, also von Februar bis Juni 2025, gehe ich einfach auf Genf studieren. What the fuck? Alter, ich bin so nervös. Aber ich freue mich auch mega, weil ich habe mir das mega vorgenommen. Und ich habe mir auch, ich glaube, ich habe in ganz meinen früheren Podcast-Folgen, als ich in Montreux im Sprachaufenthalt war, schon gesagt, ich will dann unbedingt auf Genf gehen und so. Und ich bin so proud auf mich, dass ich so mir selber treu geblieben bin und das jetzt mache, auch wenn ich mega Angst habe, weil, also dann muss ich es können, Französisch. Dann muss ich ready sein. Und ich studiere dann an der, wie heisst die Schule? HEAD, also so Head, auf Französisch. Ich studiere Cinema, also Video, also Film. Genau. Und ich bin richtig nervös, aber es ist halt erst in einem Jahr, darum alles easy. Aber trotzdem, das noch so kurz als Live-Update. Und ja, ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch gleich irgendwie interessiert. Und nächste Woche, also eigentlich basically schon in 2 Tagen, 3 Tagen, kommt dann wieder eine normal Podcast-Folge zu einem anderen Thema. Und ja, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und bis in 3 Tagen wieder. Bye!